So, servus und habidere zu einer neuen Folge vom Viva la Movilusion Podcast. Der Conny und ich sind wir heute saugut gelaunt, weil die Kinos haben wieder offen. Wir reden heute über Conjuring 3. Und erst einmal noch servus, Conny. Ja, habidere, ich hab schon gemeint, ich darf da nicht mehr Hallo sagen. Ach natürlich, ich hatte dich doch nie vergessen, nie. Ja, nach den wüsten Beschimpfungen aus dem letzten Podcast, wo ich Kasper genannt worden bin, weiß ich nicht mehr, was ich vor dir halten soll. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das besprechen wir da mal unter 4 Augen und einem Messer. Okay. Auf alle Fälle, ich weiß nicht, Conjuring 3 war jetzt mein erster Kinofilm, seitdem der ganze Cast da einigermaßen um ist. Nicht dein erster, oder? Nein, 4. glaube ich. Wow. Kinomaschine bist du. Ja, also ich wohne schon fast drin. Das ist wie in die Rolex, als ich es angekündigt habe, heißt jetzt schon, weil jetzt Kanter haben wieder ab, du stinkst schon, geh wenigstens mit Duschen heim. Ich habe gesagt, das muss umgelangen mit der Surfer, dass man mal die Achseln auswasch. Ja. Aber ja, jetzt bin ich mal in ein anderes Kino weitergefahren, weil mich die Maulerei genervt hat. Na, aber jetzt was haben wir jetzt angeschaut? Black Widow 2 mal, Godzilla vs. Kong, Quiet Place 2, Conjuring 3. Ich glaube, das waren jetzt die Kassetten, die wir im Kino eingebaut haben. Stark. Ja, vor allem Godzilla vs. Kong im Kino ist natürlich gleich ganz was anderes, als wir gerade gestreamt daheim am Fernsehen, ne? Ja, auf alle, das war schon richtig geile Meten. Glaube ich sofort. Ich bin sogar schon so weit, dass ich so geil aufs Kino bin momentan, dass ich fast sag, aber wirklich nur fast zu Fast and Furious 9 ins Kino gehen, nur damit ich im Kino sitzen kann. Okay. Aber der ist jetzt mal als Trailer gelaufen und ich habe jetzt wieder einen Schlaganfall gehabt bei dem Trailer allein schon. Oh, schrecklich. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder, das ist so eine übertriebene Wichse. Irgendwie möchte ich ihn fast sehen, aber ich mag halt kein Geld dafür ausgeben. Also ich glaube, genau, ich warte bis Prime dann einmal wieder so gnädig ist und haut was raus. Genau, das ist das, so sehe ich das auch. Ich habe mir bis jetzt auch alle angeschaut und ja, waren die alle auch anschaubar, aber ich mag kein Geld zahlen. Der 7., der war für mich grausam. Also ich habe den 8. auch seitdem noch nicht gesehen, weil der 7. für mich so ein Tritt in die Eier war, dass man dachte, wie kann man denn sowas machen? Okay, na gut, aber hey, jetzt gehen wir weg vom Fast and Furious Franchise und gehen wir zum Conjuring Franchise. Und zwar Conjuring 3, dann erzähl mir du, die Leute da draußen, was das geht. Woher soll ich das wissen? Ja, du bist da drin gesessen im Kino, oder? Ja, aber bei dem Film habe ich die mehr der Zeit Augen zugehalten. Hey, müssen wir da noch mal drüber schmerzen? So schlimm war es jetzt bei mir diesmal gar nicht. Ja, Entschuldigung, dass ich was gesagt habe. Ja, es geht wieder um unser allseits beliebtes Dämonologen-Pärchen, den Ed und die Lorraine Warren. Und die werden gerufen zum Exorzismus. Da ist ein kleiner Bur, wie er geheißen. Oder wie heißt die Familie? Glätzl. Ja, genau, Glätzl sind wir zwar mit unseren Haaren. Und da ist der David ist halt besessen, eskaliert's aber und am Ende können sie eigentlich nicht wirklich helfen, weil der Dämon übermächtig zu sein scheint. Und dann ist noch der Freund von der Schwester vom David da, der Arnie, genau, der Arnie. Und der sagt dann, lass den Kleinen in Ruhe, der ist ja nur ein Kind, nicht mich. Und dann springt der Dämon auf den Arnie über, weil muss man auch dazu sagen, der Ed erleidet einen Herzinfarkt während dem Exorzismus. Und ja, dann ist halt die Action da erst einmal vorbei und der Ed wacht im Krankenhaus auf, alles ist schön und glücklich sind's alle meinen's. Bis auf den Arnie, da ist irgendwas so im Hinterkopf, weißt schon, irgendwas passt da nicht, das merkt er dann schon. Mhm. Ja, das eskaliert und endet in einem Mord. Da wird er dann verhaftet, eingesperrt. Und natürlich fordern die da Ernten bei den Amis, vor allem zu der Zeit, wann haben die gespielt, was man das, ich glaube irgendwie Ende 70, Anfang 80er. 180 meine ich, oder? Immer, ja, genau, 180, genau. Immer gleich sauber Todesstrafe, ist in dem Fall natürlich auch dann angesetzt. Bis dann die Warrens in einer ganz amüsanten Szene die, Verteidigerin vom Arnie überzeugen können, dass es mehr als einen Gott gibt. Und er sagt sich da recht schön, man sollte, im Gericht muss man vor Gott schwören, aber das Gericht sollte anfangen, auch den Teufel anzuerkennen. Und ja, wie gesagt, dann ist es eine ganz amüsante Szene, die eigentlich nur aus dem Schnitt besteht, aber dann merkt man, okay, sie haben sie überzeugen können und dann wollen sie
sie vor Gericht darauf hinwirken, dass das berücksichtigt wird, dass der Arnie von einer fremden Macht gesteuert worden ist und das nicht selber machen wollte. Und so beginnt dann eine ganz spannende, also ich muss wirklich sagen, eine sehr spannende Jagd auf den Dämon und auf die Ursache, warum der Dämon da ist. Und hat so die ein oder andere Überraschung, den ein oder anderen Querverweis auf das Conjuring-Universum dabei. Und im Großen und Ganzen, oder was heißt im Großen und Ganzen, und schließen wir so ab, und am Ende auch noch einen ultra harten Kill. Das stimmt. Das war schon wild. Da geht's ab. Ja, das war jetzt die Story mal grob angerissen, ohne groß zum Spoilern. Aber ab jetzt werden wir hemmungslos drauf losspoilern, weil wir drüber reden wollen und mir das scheißegal ist, ob sich jemand drüber aufregt. Richtig. Und wir haben jetzt eher wenig später drüber wie manche andere. Und ich glaube, dass jetzt jeder, der wo er wirklich sehen wollte, hat ihn jetzt gesehen. Und jeder, der wo wirklich drauf aus ist, dass er spoilerfrei an den Film rangeht, der schaltet einfach aus und schaltet halt wieder ein, wenn er ihn gesehen hat, aus dem aus. Wir haben diesmal einen anderen Regisseur. Diesmal sitzt nicht der Lee Whannell am Aschmann, oder? Der James Wan auf dem Regiestuhl, sondern der Michael K. Wess. Der hat schon mal einen Beitrag fürs Conjuverse abgeliefert, und zwar La Lloronas Fluch. Der Film ist von ihm und hat quasi einen Querverweis zum ersten Annabelle, und deswegen sagt man quasi auch, dass La Lloronas Fluch zum Conjuverse im Endeffekt dazugehört. Waren bei dem Lloronas Fluch nicht auch die Warrens am Schluss noch dabei oder angesprochen oder erwähnt worden? Das weiß ich, so genau weiß ich es nicht. Erwähnt können es schon sein, aber es gibt nicht wirklich noch eine Szene mit dem Pfarrer, wer es gesehen hat. Das ist der einzige Querverweis quasi zu Annabelle. Okay. Ich weiß auch nicht mehr genau, weil der war zwar, der La Lloronas Fluch, der furchtbarste Name, den kann kein Mensch aussprechen, was soll denn das? 2 L am Anfang. Was ist mit euch? Ich red's mir gescheit. Unfasslich. Auf alle Fälle fand ich den cool, aber der ist mir nicht wirklich im Gedächtnis geblieben. Genau, das ist das. Das ist also ein 0815-Ding, und deswegen war ich ja anfangs ein wenig skeptisch, wo es jetzt da dass er jetzt da quasi am Regiestuhl von so einem Hochkaräter Platz nimmt. Aber ich muss sagen, der Film hebt sie nicht total, aber doch stark von seinen 2 Vorgängern ab, von Conjuring 2013 und Conjuring 2 von 2016, weil es diesmal nicht nur um ich sag jetzt mal dämonische Besessenheit und die Warrens kämpfen gegen die Besessenheit, sondern sie kämpfen diesmal gegen einen menschlichen Widersacher, um Satanistin, Schrägstrich, Hexe. Genau. Und im Endeffekt ist das eine richtig coole, Geisterjagd mag ich nicht sagen, aber eher so eine Ermittlungsgeschichte quasi. Also die Vera Farmiga als Lorraine Warren, die hat diesmal um einiges mehr zum Tor wie sonst, finde ich. Also ihre Kräfte werden um einiges mehr eingesetzt und visualisiert dargestellt, und fand ich total cool. Ja, der Patrick Wilson darf mit einem Stecker hinten nachlaufen die ganze Zeit. Das stimmt, ja. Der ist ganz schön fett worden. Meint man, gell? Aber ich habe Fotos gesehen von ihm jetzt, wo er momentan im Training ist, also der ist eigentlich gut beieinander. Also das wäre wahrscheinlich für die Rolle, wäre ein paar Pfund zurückgenommen haben. Wahrscheinlich. Da wird es dann heißen, das ist der Warren, Mann mittleren Alters, ab 40 hat man dann Ranzen. Sprach der Kani, der noch ab 15 gehabt hat. Oder 5. Ja, vor allem, eher schon. Wenn man dann am Schluss noch im Abspann oder beim Abspann die Fotos sieht, als Vergleich zwischen dem echten Ed Warren und dem Patrick Wilson, da sieht man dann schon, er war um einiges, der echte Ed war um einiges, beleibter, wie es der Patrick Wilson war. Das stimmt, ja. Aber okay, Männer mit einem Ranzen sind einfach cool, da kann man sagen. Ich wollte gerade sagen, also, das ist einfach sexy. Ja, Männer ohne Ranzen haben Grippin, sagt man bei uns. Das stimmt, ja, eklig. Haut's ab mit dem Sixpack, den brauche ich gerade zum Saufen. Genau so schaut's aus. Ich finde auf alle Fälle, wie gesagt, dass der Film jetzt andere Wege beschreitet oder einfach anders inszeniert ist als die Vorgänger, finde ich super. Ich war direkt ein wenig erinnert an wegen so Akte X-mäßig. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber so wie das Ganze da abgelaufen ist mit der Jagd nach den Totems, beziehungsweise der Hexe, war super cool. Voll. Ich war am Anfang, nach dem ersten Trailer, war ich ultra skeptisch, weil der Trailer hat für mich ausgeschaut nach Fast and Furious mit Geister. Der war so hektisch geschnitten und ist drunter und drüber gegangen, und ich hab mir gedacht, was ist denn da gerade, was passiert denn da, was soll denn das? Jetzt warte ich gerade noch drauf, dass der Dieselwind kommt und sagt zum Geist, es gibt nur eins, das stärker ist als ein Geist, und das ist Familie. Genau. Und ich hab mir gedacht, oh Gott, was wird das, ist es wirklich so schlimm jetzt, dass der James Wan da nicht mehr Regie führt? War jetzt am Ende echt positiv überrascht, das ist ein cooler Mystery-Film und arbeitet auch nicht so exzessiv mit Jumpscares, wie es die ersten 2 gemacht haben. Absolut, habe ich mir auch aufgeschrieben. Was hat er denn gehabt? 2 oder 3 vielleicht, wenn es hochkommt?
finde. Hexens. Also er setzt wirklich mehr so auf auf dichte Atmosphäre, die nicht durch Jumpscares durchbrochen wird, sondern wirklich atmosphärisch bleibt. Und dann halt so ein Detektivsetting und ja, schon ein bisschen so Mystery Act X-Feeling dabei. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also neue Richtung, aber coole neue Richtung. Ja. Der Film hat auch 39 Millionen gekostet an Budget und ich muss sagen, steht ihm. Also die holen da wirklich das Maximum raus und wer wirklich da auf so Hochglanz-Geisterfilme steht oder auf die anderen Conjuring-Filme, der ist ja bei dem Film auch wieder gut beraten, werde ich fast behaupten. Auf jeden Fall. Das ist, da machst du nichts verkehrt. Also die bleiben ja in einer Linie treu. Das ist Hochglanz, das ist hochkarätig, das ist gut, macht Spaß. Wer Fan von dem Conjuring-Universum ist und von den Conjuring-Teile explizit, der hat auf alle Fälle seinen Spaß mit Conjuring 3. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, auch wieder die Chemie zwischen der Vera Farmiga und dem Patrick Wilson ist wieder phänomenal. Also die zwei, der das glauben, wenn das heißen da, die zwei sind wirklich ein Paar. Also die zwei, so wie die als Schauspielern, super. Die Chemie, jedes Mal wieder eine wahre Freude. Ich mag Sitz da gern, der schaue ich gern zu. Ja. Darum hoffe ich, dass es nicht mit ihm verheiratet ist, dass ich vielleicht noch Chance hätte. Hast du das vorgemerkt schon, oder was? Ja, da darf ich mal anfragen, aber ist noch nichts zurückgekommen. Okay. Aber vielleicht ist unser Podcast ist noch nicht berühmt genug, aber das kommt schon noch bald noch. Kommt noch, vor allem nach der Aufnahme jetzt. Auf alle Fälle, da werden wir jetzt so viel schleimen, dass die gar nicht anders kann, als dahin zu schmachten, wenn es mich hört. Aber nicht nur die Chemie zwischen die Warrens ist super, sondern auch wieder bei der Familie Glatzel und dem Schwager, den Arnie. Ich finde, was die Conjuring-Filme einfach super machen, dass man mit den Geschädigten oder die Heimgesuchten immer mitfiebert, weil das immer nette Leute sind, das sind immer Familien, die wo einfach zusammenhalten, die wo man gern mag und die wo man einfach nur das Beste wünscht und da wo man jetzt mal sagt, oh Gott, jetzt passiert wieder irgendwas Schlimmes und man verkundet ja, dass alles gut ausgeht und Ding und die Chemie ist auch in dem Film wieder super. Ja, das stimmt, das zieht sich wirklich durch jeden Conjuring durch, dass sie da ein Händchen dafür haben, dass sie Familie darstellen, mit der du einfach mitleidest und sagst, hau ab jetzt Dämon Sepp und lass mir die Leute in Ruhe. Da gibt's genug Deppen, die du ärgern kannst, aber nicht die. Genau so schaut's aus. Mit der was? Bitte? Ja, verzeih du jetzt. Oder wenn wir gerade bei der Familie sind, da ist eine schöne Anekdote dabei, nachdem der Ed Warren ja seinen Herzinfarkt gehabt hat, sind sie daheim und kriegen Briefe und gute Besserungswünsche und so weiter. Und da ist auch ein Brief von den Parents dabei. Das ist die Familie aus Teil 1. Ah, okay, sehr gut. Haben sie an ihrem denkt, gell? Das ist süß. Und wo ist die Familie von Teil 2? Nichts machen, weißt du? Da gibt's keinen Brief. Die sind Engländer. Die sind Engländer, die wissen nicht, was in Amerika los ist. Die wissen nicht, was sie gehört, hat man jetzt bei der Europameisterschaft immer gesehen. Stimmt. Da darf ich sagen, nachdem da ich sagen, du Ed, pack schnell ein Zeug, um mich auf England, den Wallach, den springen wir wieder in den Bude ein. Den lässt man wieder aus, wie bei den Ghostbusters. Außer genau. vor der Falle. Weil wenn sie keinen Anstand haben, dann sollen sie mit dem Wallach raufen müssen. Das interessiert mich dann nicht mehr. Genau, so schaut's aus. Also, was ich noch sagen wollte, wen ich ziemlich cooler fand, das ist der John Noble als Pater Newman. Den John Noble kennt man aus die Herr der Ringe-Filme, oder ich glaube nur aus dem 3. Teil. Da ist er der seltsame König. Und bei der Serie... Der Denethor. Was? Der Denethor ist er. Ah, okay. Der kennt jetzt du wieder super aus schon, ja. Weil ich so sofort denkt, als ich gesehen habe, wo legst du wieder Denethor? Ja, genau. Und bei Fringe ist er der Walt. Also da kenne eigentlich ich her. Ich habe jetzt eben nachlesen müssen, eben Herr der Ringe, ja genau, da war er der und der. Aber wenn ich einen John Noble sehe, muss ich immer an Walt aus Fringe denken. Und den fand ich auch super. Also das ist auch einer, den sehe ich immer gern. Der ist auch brutal alt geworden und ist aber immer noch cool drauf. Ja, hat cool gespielt und ich hätte schon die ganze Zeit spekuliert darauf, dass jeder mitmankelt bei der Grantlerei. Weil der schaut einfach immer grantig aus und der schaut immer aus, als wäre er einer, der jetzt da irgendwas anstellt. Ja, und hat irgendwas zum Verbergen. Und vor allem am Anfang, wo er noch die Hähner die Ohr abgenommen hat, haben wir noch gedacht, und dann sagt man doch bei dem Ritual, wenn die Hexe über den Kelch quasi das Ohr aufschluckt, dann denkt, der muss das sein. Ja. Gastiger, war er aber nicht. Ja, nein. War er nicht. Wer war's dann? Verzeih mir's einer. Ja, wenn wir schon so weit sind, die Tante hat Isla geheißen, oder? Ich glaube schon. Isla, also wie im Aufspann wird's genannt als Isla the Okkultist. Ja, wie gesagt, also dass sie mal einen menschlichen Gegner haben, der quasi Dämonen gegen die Menschen aufhetzen kann durch einen Blutzoll und so Geschichten, fand ich super. Also das ist mal etwas, wo man wirklich sagt, ja okay, das hat der Reihe jetzt wirklich gut da, dass sie mal irgendwas anders probiert haben und Ding. Ja, von mir aus immer mehr gern Satanisten und so wilden Scheiß. Also sowas zirkt bei mir sowieso immer, ob die Sekten sind oder irgendwas. Ich habe letztes Mal erst über der meine hat dir nicht gefallen, der Netflix-Film, der mit der Classic Horror Story. Hau halt ab wieder. Jo, hey, sobald Sekten oder so ein Scheiß dabei sind, bin ich dabei, da bin ich so, gruselt ich mich sofort.
Da gibt's nichts zum Gruseln bei den Classic Horror Story. Das ist nur Scheiße. Nein, null. Aber da schmerzt mir die Wolex drüber. Ja, macht man. Ist ja da kommt dann auch noch ein weiterer Verweis eben auf die anderen Conjuring-Filme, beziehungsweise auf Annabelle 1 und 2, weil sie dem Ram-Kult ankehren. Oder sie halt angehört, weil der Bab früher, der John Noble, hat ja dagegen angekämpft und hat die ganzen okkulten Sachen halt versteckt, weil er so genauso wie die Warrens gesehen hat, dass man die Sachen nicht einfach nur vernichten kann, weil man dann das Gefäß vernichtet und der Geist an sich frei war, sondern man muss halt verstecken. Es ist, als dass man Waffen von der Straße nehmen, glaube ich, so betiteln, so sagen sie es beide, der Patrick Wilson im ersten und der John Noble im dritten Teil jetzt. Und er hat den Ram-Kult erforscht und der Ram-Kult ist der Kult, dem die Janice aus Annabelle 2, Annabelle Creation dann praktisch, da ist am Schluss die Janice, die ist ja dann weg, die wird ja dann die erwachsene Annabelle, die dann im Anfang von Annabelle 1 die Mia und den anderen angreift und sich selber dann umbringt und in die Puppen versetzt. Okay. Das ist ja die Janice und die kehren dem Kult, den Ram-Kult oder den Kult des Ram, wie auch immer das genau geheißen hat. Und stark. Da schließt sich jetzt halt auch wieder der Kreis vor dem ganzen Conjuring-Universum mit einer Geistergichtlerei da die ganze Zeit. Cool. Und auch diesmal, dass die, wie schon anfangs erwähnt, dass man von die Kräfte von der Lorraine einiges mehr sieht, dass sie ja quasi Verbindung aufbauen kann durch ein Opfer zu der Okkultistin, fand ich super, die wiederum aber auch dann Verbindung zu ihr aufnehmen kann und bei ihr Sachen anrichten kann. Da gibt's dann eine richtig coole Szene in einem Leichenschauhaus. Boah, lecker, ekelhaft. Voll. Ich hab ein bisschen an das Remake von Dawn of the Dead denken müssen. Ja. Mit so einem sehr dicken Zombie. Aber fand ich cool. Also war voll. Ganz stark, ganz stark. Das war ja richtig stark. Ich mir denkt, jetzt hau ab mit dem Scheiß, wenn er da vor mir im Ekerl hinten steht. Ja, Grusel. Gruselwusel. Was auch cool war, weil wir vorher schon mal von der Nonne geredet haben, die Nonne war dabei. Hast du das gesehen? Der Nun? Ja. Nur Battle an der Wind, oder? Ja, das war offensichtlich, aber da gibt's ja noch ein kleines, wenn der Arnie dann das erste Mal aufwacht, nachdem er den Dämon in sich aufgenommen hat, da wird er doch dann so umeinander gefankelt da mit seiner Alten. Ja. Und da steht rechts im Eckerl ist unten so ein kleines Kastel und da steht eine kleine Nonnenfigur drinnen. Ah, okay. Schon. Na, hab jetzt gar nicht aufpasst, ja. Haut's ab mit der Nonne, das ist die gruseligste Scheiße auf der Welt. Absolut. Das ist das Schlimmste, der Conjuring 2, also von Grusel, vergleichen wir mal den Gruselfaktor. Da muss ich sagen, also er war zwar atmosphärisch, aber ich hab mich nie so gefurchten, wie ich mich bei Conjuring 2 und teilweise auch bei Conjuring 1 gefurchten habe. Ja. Also er hat mich nicht um kurz einen bekannten Podcast zu zitieren, er hat mich nicht das Fürchten lehren können. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich muss aber auch sagen, ich hab mir in meiner Begleitung gesagt, mich wird jetzt 1000-mal reißen, aber nicht einmal. Also wirklich, mir hat's nicht einmal gerissen bei der ganzen Geschichte, aber es war halt auch nie langweilig, gell? Es ist immer was passiert und es ist immer irgendwas aufgedeckt worden oder es ist ein neues Rätsel dazu gekommen und auch wieder so alte Bekannte sind dabei, wie ein Assistent, der Drew, der ist eben auch wieder dabei, ich glaube, ob er im zweiten Teil dabei war, weiß ich nicht, aber er war auf alle Fälle im ersten dabei. Also es ist, dass man auch das ganze Team wieder mit dabei hat, finde ich auch super cool. Ja, also funktioniert in dem Fall echt ganz anders als die anderen zwei. Ja. Hast du den Burm auch kennt, an David, der besessen war? Weil ich den Julian Hillard, meine ich, heißt der, gell? Den kenn ich aus der Serie The Haunting in Hill House. Ah, den hab ich noch nicht gesehen, aber ich kenne aus der Serie Wanderwischen. Da war er nämlich einer von den Söhnen von der Wanderer. Ah, stimmt, jetzt was du sagst, habe ich der Billy war stimmt. Ja, stimmt. Aber du musst der Haunting in Hill House unbedingt anschauen, das ist Weltklasse. Ich hab's schon oft gehört, aber ich hab mir mit meiner Pute vor Zeitl Marianne angeschaut und die ist dann erst einmal geheilt gewesen von Netflix Gruselshows. Ja. Jetzt hab ich den Classic Horror Story und die 3 Fear Streets gezeigt, damit ich so behaupten kann, Netflix macht nur Scheiße, die überhaupt nicht gruselig ist und damit ich dann den anschauen kann mit ihr, oder was? Ah, okay. Und dann klatscht das so richtig an die Wand quasi dann. Ja, genau. Und dann gibt's hier Bams Dropkick ins Gesicht. Das sind die ganzen Easter Eggs und Anspielungen auf bekannte Horrorfilme aufgefallen, die der eingebaut hat, der Regisseur. Ja, einen weiß ich. Gleich zu Beginn, der offensichtlichste bezogen auf den Exorzist. Ja, genau. Wenn der Padre quasi aus dem Taxi aussteigt und dann der Shoot von hinten auf seinen Rücken zum Haus führe, die Szene gibt's fast 1:1 so im Exorzist. Sehr ikonisch, ja. Und mit dem Exorzist haben sie weitergemacht, weil wenn der David dann am Tisch liegt und sie da so verbiegt, weil das ist ja sowieso, wo tust du den Kopf hin, was machst du da, wie geht denn das, hör mir auf damit. Ja. Bandscheiben werden zerdangen irgendwann einmal.
Da ist auch nochmal eine kleine Hommage an Exorzist, weil der den Pyjama, den er hat, ist eine kleine Anlehnung an den von der Reagan aus der Exorzist und die Pose, die er da einnimmt, so eine Anlehnung an diesen komischen Gang, den es doch da mal über Treppen runter macht. Den Spinnengang. Ja, genau. Okay, ja, da schon her. Und am Anfang sind sie sowieso am fleißigern gewesen, weil dann auch diese Duschszene war für ihn eine kleine Anspielung an Psycho. Aha. Ich hab's jetzt nicht ganz nachvollziehen können, aber lecker, stimmt, das war eine von den richtig gruseligen Szenen, wenn er da aufschaut und dann bei den Ringeln wo er von mit den Händen weggeht. Ja, wo du meinst, das sind Vorhangringel ja, und dabei genau. ans Fingern. Ja, oh, lecker, mir jetzt schon wieder besser. Das war eine von den richtig gruseligen Dingen. Richtig geil gemacht. Dann kann man aber sagen, das mit dem Wasserbett, oder? Das ist aus Nightmare, was war's, Nightmare 4? Nightmare 4, genau, das ist eine Hommage an Nightmare 4 gewesen. Ganz stark. Und aber auch eine ganz auffällige Anspielung, und das wundert mich, dass dir jetzt nicht aufgefallen ist, wenn du ans Ende denkst, an Ed in den Tunnel, wo sie in der Hand hat. Ah, okay, an The Shining, oder? Ja, genau. Okay. Gerade da hat er einen Hammer und im Shining-Film hat er Axt und im Bücher den Cricket-Schläger, oder? So ist. Ich glaube, dass er Cricket-Schläger war im Bücher, ja. Aber stimmt, da wird er da durch die Gänge strobert und alles zusammenhaut, da, das stimmt. Das hat ziemlich geil gemacht. Das ist eine coole Szene, wenn er dann den Altar findet. Das ist eine ziemlich coole Einstellung, finde ich, da diese Zeitlupe, wenn es da alles zusammengehauen wird. Ja, allgemein, das Finale mit den Tunnel fand ich super. Vor allem, sie haben wieder irgendwo, wo sie null auskennen und das Licht ist wieder total schummrig und düster und überall kannten es außerhupfer und ja, super. Ich war fertig. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Null. Ich war da fertig, das ist keine Chance. Und ich frage mich, ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwie ein Bierchen oder so über die Fälle von den Warrens gelesen? Ja, überhaupt nicht. Ich hätte mal geschaut gehabt, aber da gibt's wirklich nur in Amerika Literatur. Und ja, dass ich so ein Buch auf Englisch lese, das haut dann leider nicht hin, da reichen die Fähigkeiten nicht aus. Aber bei uns in Deutschland, meine ich, gibt's da nichts, wo man sagt, hey, das ist die Warren-Referenzbibel oder so, da kann man sich informieren. Ja, dann schickst du mir den Link von dem Englischen, weil ich hätte nämlich auch geschaut und ich bin nicht völlig behindert, ich kann das auch auf Englisch lesen. Okay. Okay. Nein, weil ich hätte auch geschaut, weil wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Fall, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ist das wirklich so hergegangen? Mich hat dann schon diese Gerichtsverhandlung interessieren. Ja. Weil es ist ja dann offensichtlich anerkannt worden. Er ist nicht zwecks Mord verurteilt worden, sondern wegen Totschlag. Ja. Anscheinend ist es zulassen worden und mich würde das einfach mal interessieren, ist da wirklich so ein Mentalisten-Battle zwischen denen gelaufen? Wie viel Wahrheitsgehalt das halt einfach an der ganzen Sache dran ist? Das würde mich echt interessieren. Ja. Weil irgendwas muss ja dran sein, weil diese Warrens hat es ja gegeben und diese ganze Thematik, was da ist, passiert ist. Freilich. Und man sieht es ja dann im Abspann, man sieht ja dann auch so eine Szene, wo sie in so eine Talkshow eingeladen sind, wo dann quasi der Talkmaster sagt, ja, wo kämen wir denn da hin, wenn jeder vor Gericht sagt, der war vom Teufel besessen, wenn er irgendeinen Scheiß baut. Also die waren da wirklich in die Medien vertreten und das Ganze war hübsch publik und wie gesagt, aber recht viele Infos ziehst du da nicht raus. Aber es war wirklich, wie du sagst, war brutal interessant, wie viel Wahrheitsgehalt da dann wirklich dran ist. Wie du sagst, das mit vor Gericht und so, das war jetzt auch einer von meinen, beim Fazit am Schluss, das war etwas von den Sachen, wo mir nicht gefallen hat, dass man vor der Gerichtsverhandlung nichts sagt. Also, das war etwas, wo ich gesagt hätte am Schluss noch, okay, nach der ganzen Action, bevor ich jetzt sehe, dass der Ed, der Lorraine da so ein Pavillon baut, hätte ich mir gedacht, okay, wenigstens eine Viertelstunde am Schluss als Epilog, dass man von der Gerichtsverhandlung noch ein wenig was zeigt, dass man sagt, okay, so argumentieren sie vor Gericht und lauter so Sachen, hätte mich total interessiert und war am Schluss auch ein bisschen enttäuscht, dass das eigentlich nur bis auf die Urteilsverkündung, dass man da nichts gesehen hat. Ja, dann wenn wir jetzt schon dabei sind, so ein fließender Übergang in unsere Tops und Flops, dann verzeihst du kleiner, was da richtig gut gefallen hat. Was mir richtig gut gefallen hat? Ja, eben wie am Anfang gesagt, also es ist, dass er einfach neue Wege beschreitet, dass das Ganze einfach nicht durchgezogen wird wie bisher, dass man einfach sagt, immer dasselbe Setting, eine Familie ist in Gefahr und was weiß ich, wird da transaliert, sondern dass das diesmal wegen facettenreicher noch inszeniert ist. Das Vermindern an Jumpscares finde ich super. Also ich muss zwar sagen, dass allgemein die Conjuring-Filme meiner Meinung nach nicht so krass zugeschissen sind mit Jumpscares, wie es bei Insidious ist. Aber wie gesagt, in dem Film sehe ich Hexens 3. Und es wird sich wirklich mehr auf die Atmosphäre verlassen, meiner Meinung nach, und auf die Spannung, als wir auf bloße Jumpscare-Obnudelei. Ja, und da sage ich auch, die nehmen sie da intelligent her. Ja. Also nicht gerade so stumpf, wie es viele andere Filme machen, einfach nur, dass irgendjemand schreit oder dass irgendwo ein lautes Geräusch ist, sondern die machen es halt meistens wirklich in so Momente, die nehmen das ziemlich intelligente, dass du halt meistens meinst, jetzt passiert es passiert nicht und dann passiert es aber trotzdem oder so. Genau. Das machen schon ziemlich geil und das ist immer oder
sie katzeln dahin mit irgendwelche Fake-Jumpscares, dass irgendwie was eine Katze außerspringt oder Ja, so, genau, so ein Scheiß, sondern weißt du? wenn, dann ist halt was Gescheites und Genau. es holt sich ja immer die Waage zwischen richtig geiler Atmosphäre und wirklich gut platzierte Jumpscares immer wieder. Das machen sie richtig gut. Aber ja, das ist der James Wan, das ist für mich sowieso ein Regie-Autist, weil was der macht, das ist Wahnsinn. Das ist alles geil. Ja, es ist meistens super. Ja. Ja, ich hab von dem keinen einzigen schlechten Film bis jetzt gesehen, aber so, da sind's beide, finde ich. Also der James Wan und der Lee Whannell, die zwei, finde ich grandios, was die bis jetzt da rausgeschissen haben. Da gibt's für mich keinen Hänger. Absolut. Was war jetzt der letzte Film mit James Van wo ich gesagt hätte, der war auch Wahnsinn. Was Der war Lee das? Whannell, meinst du? Ja. War das nicht der Upgrade? Upgrade und Dann der Unsichtbare. Ja, genau, da haben wir geredet. Stimmt, Ja, genau. Unsichtbare, ja. Wahnsinn. Richtig gut. Ja, na, guter Mann, gute Männer, die kommen in die Suppe. Heute, eins muss ich doch sagen, es gibt einen schlechten Film, weil der James Wan hat, glaube ich, den Fast and Furious 7 gemacht. War das nicht der 8. von ihm? Nein, ich glaube, das war das, Bin mir jetzt aber auch nicht wirklich sicher. weil ich glaube, bin ich kurz vom Glauben abgefallen, weil mir gedacht habe, echt jetzt, du bist einer von meinen Lieblingsregisseure, wie kannst du mir das antun? Ich bin jetzt auch gerade am Schauen. So, 100.000. So hat er genau angemacht. Ja, aber er ist überall als Produzent noch mit aufgelistet. Das zählt nicht. Ja, Regisseur war James Wan bei Fast and Furious 7. Sim, oh Gott. Na, okay. Okay, also er hat doch einen schlechten Film gemacht. Okay. Aber es ist immer noch Aber gute Vita. ja, das lässt man stehen. Das lassen wir stehen auf alle Fälle. Ausnahmen, die Regel bestätigen. Genau. Und was hat dann dir nicht gefallen? Also mir hat auch nicht gefallen, das mit der Gerichtsverhandlung, da sind wir uns sogar einig. Ich hätte nämlich Super. auch gerne noch ein bisschen was von der Gerichtsverhandlung gesehen, wo dann, und wenn es nur ein Ausschnitt gewesen war, wie argumentiert worden ist und wie das Gericht dann wirklich, oder die Jury dazu zu der Entscheidung gekommen ist, dass sie sagen, sie glauben, dass er besessen war, weil die Beziehung zwischen die Warrens, die ist ja eh schon so krass beleuchtet worden und wir wissen mal, dass die ultra verliebt sind und die größte Liebe auf der Welt ist, die jemals existiert und so weiter. Da hätte ich diese Schlussszene mit dem Pavillon hätte ich auch nicht braucht, weil das halt einfach nur, das hat nichts Neues gesagt und die Gerichtsverhandlung hätte doch ein bisschen was Neues gesagt und vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinfos gegeben zu der Thematik, die hätte mich mehr interessiert. Ja. Und was mir besonders gut gefallen hat, war auch dieser, die ganze Szenerie, die Art und Weise von dem Film, dass es mehr in so ein bisschen Horror, Mystery, Krimi-Ding geht und nicht stumpf einfach wieder eine Geistergeschichte erzählt. Und zusätzlich das ganze Intro fand ich mega geil mit dem Kind, das besessen ist, wenn es da oben getragen wird und die Wände einreißen und das fand ich richtig geil. Voll. Was ich noch sagen muss, was mir noch aufgefallen ist in einer Stelle, wo es dann schon heißt, ja, wir müssen bei den Arnie in eine geschlossene überverweisen, weil er wird sie wahrscheinlich selber umbringen. Das hat ihm ja zumindest der Dämon gesagt, dass er das tun soll. Ja. Und dann heißt, ja, wir müssen bei dem Pater so und so tralali Bescheid sagen, der soll sich drum kümmern. Und was tut der Pater, wenn er in der Einzelzelle sitzt, gibt ihm eine Flasche Weihwasser, aber keine Kunststoffflaschen, sondern eine Glasflaschen, einem Suizidgefährdeten. Wow, ziemlich cool. Nicht. Ja, da war ein Ding drinnen, der Heilige Geist. Ja, klar, aber dann nehme ich doch, wenn es heißt, okay, der ist suizidgefährdet, dann nehme ich halt irgendwas anderes her, oder? Und drücke ihm nicht in eine Glasflasche hinter und sag, ja. alles Gute. Nur zuzwinkert, du weißt, was zu tun ist. Ja, genau. Und dann, nein, der hat mich falsch verstanden. Mein Vater schon oben, wie blöd dass ich bin. Wie schaut's mit dem Triple Threat aus? Da meine ich, ist aber ein wenig durchwachsen, oder? Ja, da glaube ich, da sind wir ein wenig, aber Haus aus, da gibt's Titten, Mike. Na. Entblößte Trompeten. Nullinger. Und tote Tiere wenigstens. Na, auch nicht. Auch nichts. Gibt's nichts. Nein. Ja, da war jetzt die ganze Laberei für uns völlig umsonst. Voll, der Film kann nichts. Eine halbe Stunde haben wir uns jetzt am Mund fusselig geredet und am Ende ist es eigentlich ein Scheißtrick. Ja. Wobei man Vera Farmiga ihren Vorbau schon mal sehen kann, oder? Nein, in der heutigen Zeit nicht mehr. Nimmer? Nein, das war zu sexistisch, das geht nicht mehr. Das müsste der Film aus den 80er sein, dann hätte sich Schlange herausgeholt. Ich wollte gerade sagen, da war es die ganze Zeit oben ohne und keiner weiß warum, aber es ist halt. Ich mache meine Exorzismen immer oben ohne. Ja, weil nicht Weihwasser, sondern Muttermilch hingespritzt. Oh Gott, hör auf. Da haben wir doch wieder einen Trommelfilm dann. Ja, genau. Wobei, es heißt ja nicht mehr Muttermilch, oder? Wie war's? Milch des nicht stillenden Elternteils. Milch des stillenden Elternteils. Sowas, genau. Großer Gott. Die guten 80er, wo sind sie noch gerade hingekommen? Ja, jetzt sagst
unsere Leute noch was zum Tor haben. Ja, wisst es wie immer, liken, teilen, kommentieren, bewerten, nur positiv, sonst Sackschellen. Und wenn ihr es like kennst, die sich immer nur gegen unseren Podcast sträuben, dann kannst du Ring 3 anschauen, das Ritual anschauen und den an dem und Sepp auf den Hals setzen, bis uns dann abonniert und am besten auch bei Steady das Abo abgeschlossen haben. Oh ja, Steady-Abos. Macht's Auf alle das. Fälle. Wie Ja, gesagt, dass ich wieder mal was zu essen habe. das stimmt, ja. Wir sind aber schon total der Hunger. Voll. Ganz Das ist- eingemagert. Voll. Ja, ganz schlimm. Ich bin richtig eingefallen schon. Total. Beziehungsweise durch ein Beng durchgefallen von lauter Fetten. Ekelhaftes Fettsack. Aber naja. Wir sagen mal danke fürs Zuhören. Ja, merci. Bis zum nächsten Mal. War schön mit euch. War schön mit dir. Mit dir war es auch schön. War schön, Ja. dass der Corby nicht dabei ist, das gefällt mir auch. Ja, da war das Niveau diesmal wegen höher wie sonst. Das stimmt, ja, weil der redet wegen einen Scheißtritt dazwischen, das nervt er wieder. Jetzt lass ihn. Ja, Ich hört er das und dann meint er, wir Ja, sind weil ja, das Arschlöcher. weil er schneiden muss. Ja, stimmt. Dann meint er, wir sind Arschlöcher. Das soll ja nicht. Ich glaube, das muss er schlagen. Aber wurscht. Danke fürs Zuhören, Leute, und bis zum nächsten Mal beim gruseligsten Podcast der Welt. Servus.